Einmal am Tag musste Paulus mit ein paar Freunden nach Rom zum Kaiser müssen. Das war der oberste Chef vom Römischen Reich. Mit dem Schiff sind sie gegangen. Und als das Schiff fertig war, konnte das Abenteuer losgehen. Aber plötzlich war es auf dem Meer nicht mehr so gemütlich. Ein richtig grosser Sturm ist aufgekommen und alle auf dem Schiff haben Angst bekommen. Angst, dass sie vielleicht sogar sterben könnten. Der Paulus hat den Menschen Mut gemacht. Hey, keine Angst. Mitten in der Nacht ist mir ein Engel begegnet. Der hat mir gesagt, dass Gott einen Plan hat. Und zwar soll ich den Kaiser treffen. Und darum wird Gott mir und allen, die mit mir auf diesem Schiff sind, das Leben schenken. Also wird uns nichts passieren. Und genau so war es. Als das Schiff schon ganz nah an Land war, ist es plötzlich verbrochen. Zum Glück konnten sich alle an Land retten. Niemand hat sich im wilden Meer verletzt und niemand ist ertrunken. Die Menschen, die auf dieser Insel gewohnt haben, haben die Leute vom Schiff willkommen geheissen. Seid willkommen auf dieser Insel. Wir machen gleich heute ein Feuer. Dann könnt ihr euch aufwärmen und euch von diesem schrecklichen Sturm erholen. Aufgescheucht von der Hitze dieses Feuer ist plötzlich unter dem Scheit, wo der Paulus gerade ins Feuer fallen wollte, eine Schlange vorgeschnellt. Achtung, eine Schlange! Ah! Paulus, die hat ja voll den Hang verwutscht. Das ist eine der giftigsten. Normalerweise stirbt man, wenn so eine Schlange zubeißt. Entsetzt und still haben alle auf die Hand von Paulus geschaut und darauf gewartet, dass sie ganz rot und geschwollen wird. Sie haben sogar damit gerechnet, dass der Paulus wegen diesem Schlangenbiss sterben muss. Aber Gott hat den Paulus beschützt und noch einmal ist ihm nichts passiert. Obwohl die giftige Schlange zugebissen hat sein Körper gar nicht darauf reagiert. Das ist ein Wunder. Die Hang ist ja gar nicht geschwollen. Ja, sie ist nicht einmal rot. Ich kann es nicht glauben. Was ist das für eine Kraft, die in dir ist? Der Paulus hat diesen Menschen von Jesus erzählen. Und er hat für viele Kranke gebetet, die auf dieser Insel gewohnt haben. Gott hat durch Paulus so manches Wunder getan. Jetzt hat sogar das Schiffunglück einen Sinn gemacht. Gott hat das gebraucht, damit der Paulus noch vielen Menschen von Jesus erzählen kann.